Hallöle, ich bin der Blastingenieur. Und ja, du, genau du da vor dem Bildschirm da. Du lass mal ein Abo da und drückst Klingerle. Weil so kleine Kanäle wie ich hier hab, da, die brauchen ein bisschen Unterstützung, dass auch ein bisschen vorangeht. Sonst, sonst bastel ich noch ewig für mich selber hin. Brauche ja ein bisschen Rückmeldung von euch. Und dann können wir auch hier ein bisschen Spaß haben. So, und heute gucken wir uns da die Reven an. Klar, die geht jetzt nicht, weil da sind keine Batterien drin. Aber das lässt sich einfach beheben. Weil die habe ich schon getestet und beim letzten Mal ging die auch nicht. Jetzt gucken wir mal. Vielleicht magische Selbstheilung. Ne, da tut sich nichts. Ich glaube, die müssen wir aufmachen, mal gucken. Vielleicht ist da bloß ein Kabel hoch oder vielleicht müssen wir ein bisschen was löten. Aber was Gott ist das Lämpchen da? Und da waren die Pfeile da vorglüht. Also nicht das vorglühen, was ihr da so am Wochenende macht, sondern das, dass die nachher da im Dunkeln leuchtet. Da guckt, da sind so Lämpler drin. Und das wäre jetzt schon noch cool, wenn der Blaster da auch gegangen wird. Ah, da steckt der Pfeil drin. Das könnte vielleicht sein, dass deshalb nicht geht. Na, ich würde mal sagen, die mache ich mal auf, aber das machen wir mit ein bisschen Beschleunigung und ohne Ton. Dann melde ich mich wieder, sobald es offen ist. Bis gleich. So, jetzt ist offen. Jetzt können wir da mal gucken, wo vielleicht finden wir da gleich schon. Sehen wir gleich schon, woran es denn liegen könnte. Warum das da nicht gegangen tut. Es hat ein bisschen gebraucht, den Scheiß aufzumachen. Das sieht nicht ganz so gut aus. Das hebt jetzt natürlich nicht gescheit. Und normalerweise müsste das jetzt. Das ist jetzt. Das ist jetzt natürlich ein Scheiß. Ich habe gehofft, vielleicht ist einfach nur kaputtes Kabel oder so. Das hätten wir einfach gesehen.
Muss ich gucken, ob ich da einen Multimeter habe. Das misst jetzt. Ich muss mal gucken, wo ich mein Multimeter habe. Dann melde ich mich wieder. So, da bin ich wieder. Ja, für euch ist ja keine Zeit vergangen, aber kennt es manchmal sicherlich, wenn man was umstrukturiert und da umräumt und danach findet man nichts mehr. Und so ist mir jetzt auch gegangen. Ja, habe ich gedacht, das ist da und dann war es dann da doch nicht und dann habe ich ein bisschen gucken müssen. Das ist halt, ja, manchmal da räumt man Dinge um und dann braucht es wieder ein bisschen, bis man sich die neue Umräumung, Ordnung wieder gewöhnt. Jetzt hätte ich sagen, wir gucken dann mal, wo dort und das Stück für Stück uns da durchmessen, dass man da rausfindet, ob da überhaupt da was ankommt. Am besten hätte ich sagen, fangen wir da wo das müsste da in der Batterie gucken, ob das überhaupt schon mal geht. Wenn ich das richtig gerechnet habe, dann dürfte da maximal 6 Volt rauskommen. Haltet mal Bier und vertraut mir, ich bin Ingenieur. Gucken wir mal. Gut, so ganz frisch sind die Batterien dann doch nicht mehr. Aber das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt gucken wir mal. Das heißt, das geht. Da können es nur noch. Da so einer von denen Schalter nicht mehr tut. Und das wäre ja einfach. Die können wir einfach ausbauen. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Also nicht die jetzt sagen. Das sieht die Firma, die das Ding alle gebaut hat, sicherlich anders, aber wie ich schon gesagt, vertraut mir. Haltet mein Bier und vertraut mir. Oder haltet mein Halbe natürlich. Und vertraut mir, ich bin Ingenieur. Aber ich bin ja auch nicht für den Cruise-Tier verantwortlich, also von daher kann ich das natürlich anders sagen, wie die Firma, die das da gebaut hat und das alles entwickelt und für den ganzen Cruise dann auch verantwortlich ist. Die haben da sicherlich ihre Gründe. Und warum kommt denn das da jetzt nicht rein? Ich will, dass das da rein geht. Ja, warum machst du nicht? Jetzt da die Kabel im Weg. Das sieht aber nicht gut aus. Dieser kruscht. Das Hebel, das brauchen wir, sonst fällt uns das Magazin aus. Ich glaube, den kruscht. Das ist
Dass man nicht schießen kann und kein Magazin drin ist. Das lassen wir mal drin, aber ich glaube, das bauen wir noch alles aus. Habe ich das jetzt falsch rum? Nein, das kann natürlich auch sein, dass das eine Richtung hat. Also, da kann man das einfach jetzt. Ja, das ist wieder, kaum macht man es richtig, schon Gott. Das ist jetzt, also theoretisch wäre das ganz einfach, da hätte man das einfach messen, aber dafür muss man irgendwie die Leitung, also da muss man irgendwie danach kommen. Das muss ich mal, also das ist ein bisschen leer Krampf. Was ist das noch? Bin gut. Also was wir machen können, dann den Motoren können wir da messen, das und gucken, ob da was ankommt. Messen wir mal da, wo wir nachkommen. Gucken wir mal. Siehst. Gut, da kommt jetzt nicht so. Das heißt, an einem von den Schaltern muss wohl liegen. Und dann haben wir da, jetzt müsste doch da das traurige, das negative Kabel sein, das Kabel da. Dann haben wir doch da den Bezug. Denke ich mal. Dann können wir mal gucken. Das drückt. Da haben wir. Das ist. Scheiße. Das heißt, da haben wir immer. Was seht ihr das überhaupt? Das heißt, von da kommen wir da. Muss man das immer angucken. Das heißt, von da, dann gehen wir auf den Trigger da. Und von dem Trigger gehen wir dann mit dem roten Kabel da hinten und zu dem Trigger. Das kann jetzt natürlich sein, dass der nicht gescheit auslässt. Das ist ein Scheiß. Ah. Das heißt, dann war da einfach nur der Trigger nicht gescheit. Eieiei. Ich glaube, den Scheiß machen wir weg. Dann ist gar kein elektrisches Problem, dann ist ein mechanisches Problem. Sind die Blechpatschers wieder schuld. Das hört sich ja nicht besonders an.
Also ich denke, das braucht langfristig auch ein bisschen mehr Power. Alles braucht mehr Power. Ah, sich der Trigger wieder. Ist dieser Scheiß. Jetzt geht's wieder nicht mehr, oder? Doch, jetzt geht's wieder. Ja gut, dann würde ich sagen, dann lassen wir das fürs erste, basteln das wieder zusammen, dann geht das ja. Da hätte ich mir das da noch die Suche nach dem Multimeter sparen können, aber weiß man halt vorher manchmal doch nicht. Und schade tut es nicht. Ich habe ja da noch die Streifen und dafür brauchen wir das sicherlich auch. So, dann würde ich sagen, ich schraube das mal schnell zusammen. Also für euch ist schnell, das mache ich kurz mit dieser Zeitkomprimierung da. Und dann schwätzen wir später weiter. Bis gleich. Okay, das ist seltsam. Jetzt wo ich es zusammengebaut habe, jetzt mag es wieder nicht. Und dann geht es auch einfacher wie auseinander. Gut, die Firma hat sich wahrscheinlich auch mehr Gedanken gemacht, das Ding zusammenzukriegen und zu produzieren, wie das wieder auseinanderzukriegen. Und das Beste wird mir wieder mal nicht gedacht. Das ist aber ein Krust. Da ist die Schalterle kaputt, oder? Also ist ein Wackler. Da müssen wir doch den Löteisen holen und mal das reparieren. Das ist doch schräg. Oder Gott, das nicht. Das da ein Wackler. Ah, das ist doch schräg. Hab's doch gehört, gerade vorher ging's. Ah, das ist doch ein Scheiß. Ah, das ist doch ein Scheiß. Jetzt geht's wieder nicht. Ah, das ist doch ein Scheiß. Warum mag das jetzt ja nicht? Hat doch vorher so schön geklappt. Da müsste man eigentlich bloß alles machen. Ich denke, da müssen wir da von dem Roter auf das Pinke da gehen. Und dann brauchen wir die ganze Käbel nicht. Doch hat der Trigger ein Problem. Dann sparen wir uns die Schalterle. Wisst ihr was, das probieren wir da. Dann machen wir das Ding auch noch weg. Ich weiß auch nicht, für was das gut ist. Das machen das einfach alles ein bisschen einfacher. Weil wenn das so mit dem komplizierten Krust jetzt recht kommt, dann machen wir das halt weg. Wissen wir was, das machen wir so. Ich hole da mal einen Lötkolber, dann machen wir das.
So, jetzt habe ich da mal einen Haufen Krust entfernt. Ich habe mir da schon gedacht, wenn wir da schon dabei sind, dann entfernen wir einfach mal alles, was wir meiner Ansicht nach nicht brauchen. Also ich glaube, als Sicherheitsingenieur brauche ich mich bei der Firma nicht bewerben und als Elektriker wahrscheinlich auch nicht, so wie die Lötstellen da sind. Aber das Ding hat wohl mal Batteriesäure gesehen und ja, die Käbel, die sind jetzt auch wahrscheinlich ein paar Tage alt. Oh, den Gruß brauchen wir nicht mehr. Und der die sagen, wir gucken mal gemeinsam, ob das jetzt geht. Schalte der Lötkolben wieder aus. Sehen ja, ob der mischte. Und sieht da, trotz der schlechten Lötstelle, ich höre eure Begeisterung, trotz der Lötstelle, es dreht. Also es lag wohl an einem von den Schalterle. Und ja, wir haben das Problem ingenieursmäßig gelöst, also indem wir es einfach umgangen haben. Und ich würde sagen, das ist jetzt vorerst mal behoben. Es sei denn, ist wie beim letzten Mal, dass ich es wieder zumache und wieder nicht mehr geht. Aber das... Ich bin begeistert. Das ist... Aber jetzt machen wir es zu und dann melde ich mich nochmal und hoffe, dass es funktioniert. Wenn nicht, dann lassen wir es gut sein für heute. So, da wären wir. Jetzt ist wieder zusammengebaut. Und diesmal funktioniert es noch. Gut, das Ding interessiert sich jetzt nicht, ob die Klappe da noch das Label da offen ist oder zu. Oder ob da ein Magazin drin ist oder nicht. Aber das soll uns auch recht sein. Oh, es schießt sogar recht gut. Also fürs Protokoll, das ist jetzt dann das erste Blasterle mit Schwungrädler, das ich sogar modifiziert habe. Das ist dann ein Raven. Und schon echt cooles Blasterle. Jetzt haben wir da die Lämpler. Das bei Dunkelheit, das kann ich euch nicht so richtig zeigen wahrscheinlich. Und ich glaube, ihr habt ja die Lötstelle gesehen und alles, also ich denke, das werden wir schon noch, da werden wir noch was draus machen, also das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Da gucken wir, dass wir da vielleicht ein bisschen stärkere Motoren reinmachen oder so, oder ja, da gucken wir einfach, da finden wir schon was, weil das, ich würde jetzt sagen, da geht noch was. Aber das ist immer schön, also wenn man da was hat, was nicht funktioniert und nachher bastelt man da dran rum und dann geht es wieder am Ende. Und das ist einfach das, was mir beim Basteln auch einfach Spaß macht, dass nachher wieder geht und oder anders geht auch wieder oder so ist, wie man es halt gern hätte. Ja, ist wahrscheinlich wieder ein recht langes Video geworden, aber hätte mich freuen, wenn er kurz Hallo sagt, wenn er bis zum Ende da wart. Und wenn er dann bis zum Ende da wart, dann auch ein Abo da lasst. Das hätte mich freuen einfach. So, wünsche dann euch noch frohes Basteln. Bis dann.